oder Oberpfälzisch durchgehen lassen kann. Also deine Bibelübersetzung war eigentlich für Österreicher genauso interessant wie für die Bauern. Ich sage mal halt so, wenn jetzt angenommen ein Österreicher, der kann jetzt zum Beispiel aus dem Waldviertel sein oder was, das gemacht hätte und er hätte es mit einem ähnlichen Ziel unternommen, dann war wahrscheinlich gar nicht was so viel anders rausgekommen. Und sagen wir, es war jetzt von mir aus ein Südtiroler gewesen. Dann war er natürlich auch vor der Frage gestanden, schreibt er im Web speziell für die Südtiroler oder für die Tiroler oder für seine engere Gegend, oder schreibt er ihm auch bewusst was Gesamtbares, und dann war es auch wahrscheinlich vermutlich auch irgendwie auf so etwas Ähnliches ausgelaufen. Weil es ist ja allweil das Gleiche, wenn man eine Ausgleichsform will, dann ist es automatisch irgendwie historisierend und dann stößt man automatisch auf bestimmte Vorbilder und man kann da gar nicht irgendwie willkürlich ganz stark in die eine oder andere Richtung abweichen. Entweder wird es so historisch, da jeder sagt, ja, das ist ja Mittelhochdeutsch, oder es geht eben noch stärker in die Mundart ein, dann wird es aber automatisch regional. Und dann ist es einfach nicht mehr als gesamtbarisch oder überregional vermittelbar. Ich habe auch gelesen, dass da die Werner Bibelübersetzung, die es aus den 70er Jahren gibt, der Jesus und seine Haberer, die hast in deiner Recherche auch irgendwie da genauer angeschaut und berücksichtigt. Stimmt das? Ja, die Werner Bibelübersetzung, der Jesus und seine Haberer, die habe ich übrigens auch da. Die habe ich eigentlich erst gekriegt, wie der Sturm mit Bibel schon fertig war. Und zwar von einem Österreicher. Der war, ich glaube, sogar einmal irgendwo im religiösen Bereich eine bekannte Persönlichkeit. Und da muss ich sagen, es ist eine sehr interessante Übersetzung oder Übertragung. Also die volkstümlichen Ausdrücke und so, die sind schon sehr beeindruckend. Zum Teil sage ich, hätten wir die vielleicht manche Anregung geben können. Es war durchaus denkbar, dass man zum Beispiel in der Bibel mal schreibt, den riecht man die Wahl gescheit führe oder sowas. So ähnliche Ausdrücke kommen auch bei mir vor. Aber wie gesagt, leider habe ich es damals noch nicht gekannt. Habe ich erst später kennengelernt. Ich meine, es ist jetzt zwar schon Jahrzehnte aus, aber damals, wie das rausgekommen ist, das Neue Testament auf Wernerisch, hat es ja einen riesen Skandal gegeben in Österreich, weil die Leute sich aufgeregt haben. Und das ist ja wirklich ein wenig frech geschrieben. Also sie haben da schon die umgangssprachlichen Ausdrücke auch verwendet. Wie darfst du jetzt das so einschätzen im Vergleich zu deiner Version? Ist deine wissenschaftlicher und kannst du das nachvollziehen, warum es damals so einen Aufschrei gegeben hat? Wenn ich jetzt der Jesus und seine Haberer anschaue, dann schließe mich eigentlich schon auch ein bisschen dem Vorwort an. Also ich bin schon auch der Meinung, dass jetzt nicht das ist, was man heute Verarschung nennt. Und es ist auch keine Lästerung, aber natürlich ist Lichtjahre weg von einer in dem Sinn seriösen Übersetzung. Ich kann zwar manche Texte von der Haberer Bibel fast ein bisschen auswendig, aber da tue ich mir jetzt natürlich schon ein bisschen hart. Aber probieren kann man es, es ist ein Kurzstücke. Also das ist jetzt die Stelle, Lukas 2, es begab sich aber und so weiter. Na, jetzt hat aber gerade damals der Kaiser Augustus angeschafft gehabt, dass überall genau aufgeschrieben wird, wer wo daheim ist und wie viel, dass er so sind, was er unter seiner Fuchtel hat. Das war das erste Mal, dass sie sich das alles in der Art ausdividiert haben. Und zwar ist die ganze Geschichte passiert, wie der Quirinius der Oberkapo von ganz Syrien war. Und alle sind ausgerissen, sie einen Meldezettel holen,
jeder dorthin, wo er her war. Der Josef hat sich auch durchgeschmiert und ist aus Nazareth in Galiläa, oben nach Judäa, in David seine Stadt rein, Gutigkeit, nach Bethlehem, wo er nämlich über 7 Schafe in Erbsen verwandt war mit David und also dort zuständig war. Damit er sich mitsamt der Maria, seiner Braut, die was gerade kurz vor dem Ausschieden war, aufschreiben lässt. Und gerade wie es dort waren, ist es so weit gewesen. Und sie hat ihren Buben, ihren ersten geschroppen, auf die Welt gebracht. Und weil alle Wirtshäuser bummvoll gewesen sind und nirgends eine Kammer frei war, hat sie ihm in ein paar Fetzeln eingewickelt und hat ihm eingelegt in so einen Schrank, wo man sonst für Rindviecher Sei reinlässt. So, jetzt hätte ich noch ein paar Fragen. Nachdem du da jetzt praktisch das ganze Übersetzungssystem jetzt alles für das eine Werk schon gemacht hast, könntest du eigentlich jetzt loslegen und anfangen, andere Bücher übersetzen, also sie andere Klassiker. Ist das was du denkst, vielleicht tue ich das nur mal? Oder hast du gedacht, nein, jetzt bin ich froh, dass das abgeschlossen ist und das war's jetzt und das ist das, was ich gemacht habe und mehr, jetzt habe ich wieder genug von der Geschichte. Ich habe einmal, was aber auch ein bisschen in die Richtung geht, so mehr als Fingerübung, 2 verhältnismäßig dünne Bücher von so einem amerikanischen Fernsehprediger übersetzt. Also jetzt in dem Fall aus dem Englischen ins Bayerische. Da geht es eben um Theologie, Endzeittheologie und so Sachen. Aber da muss ich sagen, da ist das Original und erst recht natürlich die bayerische Form wahrscheinlich bei uns fast uninteressant. Schon weil die Thematik ziemlich unbekannt ist. Und einmal Klassiker oder so, naja, ich meine, über Klassiker traue ich mich nicht drüber. Aber wenn es gerade war, dann darf ich freilich mal ein Buch übersetzen. Nur da ist eben dann natürlich schon die Schwierigkeit, wenn es eben ein neuzeitlicher Wortschatz ist, dass dann wahrscheinlich eher noch unverständlicher wird. Mhm. Die Bibel kennt man und da hat man eingefahrene Wege, wenn man es übersetzt. Aber moderne Bücher, die waren dann schon sehr schwierig zu lesen, muss ich schon selbstkritisch sagen. Ja, war das was dir überhaupt ein Anliegen war, dass sowas wie Schrift bayerisch entsteht und praktisch dein Werk jetzt so das erste von einer großen Welle ist, das praktisch aus den ganzen Dialekten, die zur bayerischen Gruppen gehören, sowas wie eine Schriftsprache auswächst, oder denkst du, mit dem Hochdeutschen, das passt ja? Nein, es war mir schon recht, da so eine Art bayerische Schriftsprache entsteht hat. Ich nenne es nur nicht gern bayerische Schriftsprache, weil man eben da an Zentralismus denkt und so Sachen, und so zentralistisch müsste es nicht sein. Mhm. Also soll da schon ein bisschen mehr Vielfalt und so weiter drin sein. By the